Das ist der Vicky ihre Stimme. Nochmal schaut der Jupiter, ob er die Velo übersehen hat. Aber sie stehen nicht am Gitter. Wo sind ihr? Wir sind da oben. Es ist ganz klar, seine beiden Freunde sind in Gefahr. Er muss ihnen helfen. Der Jupiter zögert nicht lange. Er ist noch nie in seinem Leben so schnell gerannt. Darum ist ihm wahrscheinlich auch ein wichtiges Detail nicht aufgefallen. Im dicken Staub auf den Stegen hat es keine Fußabdrücke. Er ist seit vielen Jahren der Erste, wo die Stegendür aufgeht. Der Jupiter hört den Vicky und dem Nick ihre Stimme immer näher kommen. Er rennt und zumal... Nein! Der Jupiter liegt in einem Sarg. Langsam schließt sich mit einem knarrenden Geräusch der Sargdeckel. Der Erasmus Katz wird von der Ursula, ihrer Mutter, in die Stube geführt. Auf dem Sofa sitzt ein Mädchen. Es hat 2 Zöpfe und ein eher altmodisches Kleid. Guten Abend. Ich nehme an, du bist Ursula. Also wie ein Monster, siehst ja nicht gerade aus. Das ist auch nicht das Monster, das ihr bändigen müsst, sondern euer Sohn und seine Freunde. Mutti, bitte. Ich habe dir doch schon x-mal gesagt, dass der Jupiter und die Vicky nichts dafür können. Excuse, aber ich komme überhaupt nicht raus, von was ihr redet. Nehmt Platz. Wir erzählen euch alles. Ja, gern. Danke. Ich habe keine Freunde in der Schule. Alle lachen mich aus und spielen mir Streiche. Aber zufälligerweise habe ich mitbekommen, dass der Roman und Kevin mehr die Villa Schreckstein locken und mit dort den zünftigen Schrecken einjagen. Als Strafe, weil sie nicht abschreiben. Die Ursula hat uns den Brief gezeigt und wir hatten dann die Idee, einfach den Spiess umzudrehen. Genau das war der Plan. Ich habe gestern nochmal der Vicky angerufen, um sie in die Villa zu locken. Ich wusste, dass sie mich nicht im Stich lassen können. Und war mir sicher, dass sie mich suchen wird. Ich war auch sicher, dass der Roman und der Kevin davon erfahren. Gestern am Abend war es aber ganz komisch in der Villa. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde von jemandem beobachtet. Ursula, das hast du dir sicher nur eingebildet. Nein, Mutti, ich bin ganz sicher. Ja, mein Kompliment, junge Dame. Ich bin überzeugt, der echte Graf Schreistein würde gel und grün vor Neid, wenn er noch leben würde, weil sie so ein gutes Monster sind. Ich gehe jetzt heim und erzähle dem Jupiter die ganze Geschichte. Der wird Augen machen.